Achtung, dies ist ein Meinungsblock. Alle Talks sind reines Stammtischniveau, mit humoristischen Ansätzen, oft emotional, manchmal auch polemisch. Erwartet keinen analytischen Expertentalk, liebe Freunde. Also es ist ein bisschen schwer, das Video zu starten. Hallo, Moje, Jode, Dach, herzlich willkommen auf meinem kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und so weiter und so fort. Gibt keinen Grund zur Fröhlichkeit oder irgendeiner Flapsigkeit an der Stelle. Ihr habt das alle mitbekommen, was da gestern abgegangen ist. Ich war ja auch vor Ort. Ich habe es auch bereut. Ich hatte auch wirklich gestern gar keinen Bock, großartig zu diesem Spiel hinzufahren. Als ich schon gehört hatte, dass wir eine Choreo haben, da wurde nämlich der Fanclub aus Belgien, East Belgium, quasi mit geehrt. Die hatten ein Jubiläum. Da habe ich auch schon irgendwie geahnt, aha, Choreo, die scheißen sich wieder rein, die werden sich wieder überfordert fühlen, das wird die wieder unter Druck setzen und dergleichen. War mir schon von vornherein klar, dass das nicht gerade ein gutes Omen ist. Und by the way, ich habe auch noch in der zweiten Halbzeit ein Banner gesehen, da wurde dazu aufgerufen, in Weiß zu erscheinen gegen Kaiserslautern. Na, Halleluja. Denn seit gestern droht uns ein Endspiel. Ja, geil. Wir spielen 1:1 gegen den Tabellenletzten, der abgestiegen ist. Die sind abgestiegen, liebe Freunde. Auch mit diesem Ergebnis, aber auch mit dem Torverhältnis, selbst wenn sie irgendwie noch aufgeholt hätten, dann hätten sie über 50 Tore schießen müssen, ungefähr 54 Tore. Die schießen kaum Tore, haben bis dato nur einen Auswärtspunkt geholt und den zweiten haben sie bei uns geholt. Tolle Leistung. Jan Regensburg. Wir garantiert nicht. Die ganze erste Halbzeit war sowieso total erbärmlich. Es war eine Qual, das Ganze zu sehen. Es deutete überhaupt gar nichts darauf hin, dass wir das Spiel noch irgendwie gewinnen. Entsprechend ging es auch mit Pfiffen in die Halbzeit. Denkt ihr, ich werde jetzt hier irgendwelche großartigen Szenen erwähnen? Die tun sich ja total schwer vorm Tor. Das sind Leute, da ist mir die Position des Spielers scheißegal. Das sind Leute, die haben früher in der Jugend wahrscheinlich regelmäßig Tore geschossen und wurden dann entsprechend von ihren Trainern umpositioniert. Ich kann das einfach nicht glauben. Das wäre das leichteste Spiel aus den letzten dreien gewesen. Und wir tun uns so schwer. Wir tun uns so dermaßen schwer mit der Ballannahme, mit dem Auflegen des Balles. Erst recht mit dem Verwandeln. Damien Downs, Entschuldigung, so sehr ich ihn auch diese Saison gefeiert habe. Gestern eine totale Vollkatastrophe. Da interessiert es mich auch nicht, dass dann doch noch ein Tor gefallen ist in der zweiten Halbzeit. Wir gehen auf jeden Fall die Halbzeiten jetzt hier relativ schnell durch, weil das hier wird ein Rundumschlag gegen sämtliche Beteiligte sein. Ja, das Tor von Lemperle, ganz nett. Ich habe aber trotzdem nicht das Gefühl gehabt, dass das jetzt die Entscheidung ist. Und eigentlich gegen einen Gegner, der so viele Tore schon kassiert hat, dürfte das auch noch nicht mal die Entscheidung gewesen sein. Die musst du eigentlich, ja, ich sag nicht abschießen, aber du musst mindestens 2:0 oder sowas gewinnen. Ja. Dauerte nicht lange bis zum Ausgleich. Während einer Trinkpause von Tim Lemperle. Ja, hätte gestern zum Held des Tages mutieren können. War auch nicht möglich. Die Trinkpause hat den Angriff eingeläutet, den Heinz nicht verteidigen konnte und dann Ausgleich. Ja, jetzt kennt ihr das ganze Trauerspiel und wir tun uns bis zum Ende schwer. Rondic, der keine Soforthilfe ist, ja, ich werde es immer wieder erwähnen. Ich werde immer wieder die Scheiße erwähnen, die Christian Keller uns seit 2,5 Jahren hier versucht zu verwalten. Dieser Scharlatan, der jedes Mal bei einer Mitgliederversammlung beklatscht wird, wegen diesem ganzen FC-Familie-Gelaber da. Der jedes Mal irgendwie zur Geschlossenheit und so einer Scheiße aufruft. Verpiss dich aus Köln, Mann! Ich kann dieses Dreckschwein nicht mehr sehen. Und ich habe noch deutlich, deutlich schlimmere Beleidigungen auf Lager für ihn. Aber das hier ist YouTube, man muss ein bisschen vorsichtig sein. Selbst wenn der Kanal nicht monetarisiert ist. Ich muss da wirklich vorsichtig sein, auch wozu ich aufrufe, aber schade nur, dass es einzig und alleine mit Struber Gesängen quittiert wurde. Oder Rufen quittiert wurde. Und die kamen ja noch nicht mal aus der Südkurve. Entsprechend war halt wieder zur Geschlossenheit aufgerufen. Es kam mal zwischendurch, wir wollen euch kämpfen sehen.
Aber naja, ich will da auch nichts sagen. Musst du halt vorsichtig sein, du darfst da keine Kritik äußern oder sowas, aber die Struber-Rausrufe nur zu eurer Information, die kamen von den restlichen Tribünen. Die kamen jetzt nicht aus der Südkurve oder so. Aber ich sage dir ganz ehrlich, nicht nur Struber raus, alle raus, alle raus. Vorstand sowieso. Und Christian Keller an allererster Stelle. Struber ist seine Entscheidung, das ist seine Personalentscheidung. Ich war die ganze Saison lang bereit, mich hinter Gerhard Struber zu stellen, weil er auch einen Lerneffekt gezeigt hatte. Aber jetzt ist vorbei. Jetzt vorbei. Das ist mir auch egal. Weißt du, ist mir jetzt auch egal, ob der bleibt oder ob die letzten 2 Saisonspiele da jemand anderes auf der Bank sitzt. Ich habe keine Ahnung, ob es irgendeinen Effekt hätte für 2 Spiele. Der muss ja auch noch die Mannschaft kennenlernen. Die stellen sich ja irgendwie hinter ihn. Aber ich habe trotzdem den Eindruck, dass sie eigentlich gar keinen großartigen Bock mehr auf Gerhard Struber haben. Ich habe hier noch mal so ein paar Zitate nach dem Spiel, weil die fucken mich am meisten ab. Die fucken mich sowieso am meisten ab. Das sagt doch tatsächlich Gerhard Struber Folgendes. Ich habe das hier auf dem PC drauf. Es gilt klar zu bleiben, wir dürfen uns als Team von diesen Zurufen nicht auseinanderreißen lassen. Hier fallen keine Geschenke vom Himmel. Man muss sich den Aufstieg hart erarbeiten. In vielen Phasen hat es tolle Unterstützung für die Mannschaft gegeben. Du Vogel, du gottverdammter Vogel. Es gab die ganze Saison lang für euch Unterstützung. In jedem Spiel. Und das total nahezu unkritisch gab es Unterstützung für euch. Und du sagst, in vielen Phasen gab es Unterstützung. Es gibt durchgehend Unterstützung. Auch gestern. Selbst dann, wo die ersten Rufe kamen von den äußeren Tribünen oder den Tribünen drumherum, hat die Südkurve weiterhin die Mannschaft angefeuert. Bist du irgendwie doof oder so? Was tust du hier für Tatsachen verdrehen? Verdrehen, Entschuldigung, für den Versprecher. Aber generell auch sein ganzes Gelaber, ich habe das immer wieder toleriert. Aber das ist alles dieses Schönreden, dieses um den heißen Brei herumreden. Ich kann das echt nicht mehr hören. So Gelaber, wir müssen ins Tore schießen kommen. Es klingt wie ein Trainer, der weiß, dass die Tore fehlen, aber nicht, wie sie entstehen sollen. Es ist eine sprachliche Nebelkerze, verpackt in Scham. Aber am Ende sind das Ausreden ohne Plan. Oder auch vorm Spiel. Finkgräfe, Entschuldigung, ich bin auch ein bisschen heiser noch von gestern. Finkgräfe wird zum Spielen kommen. Ist nicht gerade ein Vertrauensbeweis. Ich meine, okay, Finkgräfe war echt nicht so, dass man sagen könnte, er hätte das Vertrauen gerechtfertigt, das dann in diesen Spielen investiert wurde, aber Packerada war ja auch gesperrt. Aber echt, klingt nicht nach einem Vertrauensbeweis. Es klingt nicht nach einem Startelf-Bekenntnis, sondern nach einem Pflichtprogramm, das er am liebsten vermeiden würde. Ja. Wer so redet, der sucht die Hintertür, nicht die Lösung. Und generell, jedes Mal, wir müssen stabil und kompakt bleiben. Ja, schön wär's. Und zwar konstant stabil und kompakt bleiben. Aber wer diesen Satz ständig wiederholt, ohne sichtbare Entwicklung, der beschreibt keine Strategie. Der hofft einfach nur auf weniger Gegentore. Und bei Struber wirkt das alles so generisch, was er sagt. Dass man sich fragt, ob er überhaupt selbst noch weiß, was kompakt und stabil eigentlich bedeutet. Auch hier, wir wollen Unterschiedlichkeit auf dem Platz haben, hat er vor einiger Zeit auch mal gelabert. Da wird er nach einem Spieler gefragt, aber statt Klartext zu reden, doziert er plötzlich über Unterschiedlichkeit. Es klingt nach einem Plan, beziehungsweise klingt nicht nach einem Plan, klingt eher nach einem Versuch, Unentschlossenheit als Konzept zu verkaufen. Unterschiedlichkeit ist kein Prinzip. Das ist ein Euphemismus für planloses Herumprobieren. War generell die Struber-Sprache, die kannst du auch richtige Analysen draus machen, da kannst du richtig auseinandernehmen. Bei ihm fällt auf, der redet oft viel, aber sagt wenig. Diese verschwurbelte Art zu sprechen, mit Sätzen wie ins Tore schießen kommen oder Unterschiedlichkeit auf dem Platz, das klingt mehr nach Coaching-Seminar als nach Fußball. Das hat aber dieses typisch Österreichische. So höflich, blumig, aber ohne Substanz. Christoph Waltz, der Schauspieler, den kennt ihr eventuell. Der ist ja zwar deutscher Abstammung, wie man so schön sagt, aber der ist ja Wahlösterreicher. Er ist ja da geboren. Und er sagte selber, wie Österreicher
Wir sind höflicher als die Deutschen, aber wir meinen es nicht so. Genauso wirkt Struber manchmal. Freundlich, charmant, aber völlig unverbindlich. Und das passt leider zu seinem Fußball. Ein Fußball, den sich Christian Keller so ausgesucht hat. Und Entscheidungen, die dieser Vorstand abgesegnet hat. Total unkritisch. Jedes Mal versucht dieser Vorstand, uns für dumm zu verkaufen und uns zu erzählen, ey, ihr irrt euch alle, der ist richtig gut. Der ist wirklich gut. Digga, wir sind wirklich durch reinen Zufall in diesen Aufstiegskampf geraten. Okay, die Hinrunde so ab dem Spiel gegen Holstein Kiel im Pokal, sei mal dahingestellt. Das war natürlich sehr vorsichtiger Fußball, aber hat funktioniert. Aber wir spielen eine deutlich schlechtere Rückrunde. Das heißt, wir wurden schon wieder entschlüsselt. Ja, Christian Keller. Das sind alles deine Entscheidungen. That's the house that Keller built. Was wir auf dem Platz sehen, das ist sein Werk. Das ist der Fußball, den er sehen wollte. Oder sich eingeredet hat, dass er anders aussieht. Spürbar anders. Da hilft doch nur noch Galgenhumor. Da ist auch noch so ein Timo Hübers, der auch noch hinter ein Statement abgibt, von wegen, wir sollten die Kirche im Dorf lassen, wir stehen ja noch auf dem Aufstiegsplatz. Ja, aber wie nah die Gegner an uns ranrücken, das siehst du aber nicht. Und dass wir nur noch 2 Spieltage haben, das siehst du anscheinend auch nicht. Da hat wohl der Helm von seinem Fahrradhelm ein bisschen zu eng gesessen. Naja, schöne bunte Aussagen mal wieder von einem, ja, okay, komm. Lassen wir das mal mit ihm. Das ist und auch dieser Kapitän ist so dermaßen schwach mit seinen ständigen Grinsen, dass ich ihn am liebsten. Ey, kannst dir echt nicht ausdenken, was. Naja. Dann sagt doch noch Christian Keller, ich würde mir in einer solchen Situation Rückenwind wünschen. Die ganze Saison lang gab's Rückenwind. Was laberst du da für eine Scheiße? Es gab die gesamte Saison lang Rückenwind. Und dann, weil es ihm gerade in den Kram passt, erzählt er das so. Dieser Mann ist nicht mehr tragbar. Ist mir auch scheißegal, ob es einen Effekt bringt oder nicht, ob es irgendwie Unruhe reinbringt. Wir haben genug Ruhe. Hier ist ständig Ruhe. Hier ist Friede, Freude, Eierkuchen. Alle verstehen sich gut. Hier ist Happy, Happy Kinderland. Alle haben sich lieb, feiern 5 Tage lang Karneval, sind besoffen. Verkacken in Karlsruhe. Wirklich, beim FC ist die größte Komfortzone aller Zeiten. Das ist die größte Komfortzone aller Zeiten, die du hier hast. Du hast hier so einen sicheren Arbeitsplatz. Du hast hier so einen dermaßen sicheren Arbeitsplatz, also Traumarbeitgeber für jeden faulen Fußballspieler. Es ist der Traumarbeitgeber. Und ich kann dem, was Taubi gestern Abend noch gesagt hat, nichts mehr hinzufügen. Ich würde gerne noch mehr dem hinzufügen, aber er hat alles gesagt. Guckt sein Video, letztes Video. Taubis Kanal ist in meiner Videobeschreibung drin. Er hat die so auseinandergenommen und ich wollte es eigentlich auch machen, aber da dachte ich mir, komm, er hat schon alles gesagt, jetzt kommt mal ein bisschen so mein Senf dazu, weil die Sache ist ja auch die, ich gehöre zu denen, die dann auch dahin fahren und sich da immer wieder fragen, wozu mache ich den ganzen Aufwand, aber du weißt ja, machst es ja trotzdem im Nachhinein. Weil im Gegensatz zu diesen Leuten, die da auf dem Platz stehen, die diesen Verein führen oder trainieren, liegt der Verein mir am Herzen und den anderen auch. Ja. Wir hätten wirklich mal wieder verhindern können, dass wir eine absolute Lachnummer sind. Das hätten wir wirklich jetzt vermeiden können. Aber wenn du den Sack nicht rechtzeitig zumachst oder dir ein Punktepolster aufbaust, ist mir jetzt auch egal, dass wir jetzt so lange weiterhin auf den Aufstiegsplätzen stehen. Das kann sich noch ändern. Es sind nur noch 2 Spieltage. Und wir haben ein Endspiel gegen einen Aufstiegskonkurrenten. Klar, die spielen noch. Ich habe keine Ahnung, wie Kaiserslautern gleich spielt. Oder gespielt hat, je nachdem, wann das Video hier veröffentlicht wird. Auf jeden Fall wird es noch heute am Sonntag veröffentlicht. Aber das wird ein harter Kampf am letzten Spieltag. Und das habt ihr selber verursacht, die Idioten. Ihr kompletten Vollidioten. Das hätte jede andere Mannschaft schon längst unter Dach und Fach gebracht. Aber ja, beim FC hast du ja keine Ansprüche. Hier hast du einfach nur einen festen Arbeitsplatz. Kannst du schön als Übergangsphase zu deinem nächsten Verein nutzen. Aber ich finde es halt geil, diese Spieler, die wollen irgendwie zu ambitionierteren Vereinen, die auf jeden Fall erste Liga spielen. Und das unterstelle ich fast jeden Spieler. Vergessen wir mal Linton Meiner, der mal gestern wieder gespielt hat. Ja, war halt lange verletzt. Schön, dass er mal wieder eingesetzt wurde, aber es könnte auch sicher sein, dass es seine Abschiedstour ist. Und Lemperle
Komm, hast zwar ein Tor geschossen, aber hau ab. Hau ab und nimm den Keller mit. Ganz ehrlich. Weißt du, diese Spieler wollen erste Liga unbedingt spielen. Ey, die Coaches, diese Erstligisten, die werden die so auseinandernehmen. Die werden die so drillen. Die werden heulend zurück nach Müngersdorf kommen. Weil hier hast du absolutes Spielerparadies. Klar, du bestehst unter Druck der Fans. Du darfst dir viel anhören, aber summa summarum geht's dir hier verdammt gut. Dir geht's hier verdammt gut. Du hast einen Verein ohne Ansprüche. Oder einen Verein, der nur nach außen irgendwelche Ansprüche stellt, aber sie schnell wieder revidiert. Insbesondere mit so einem Manager. Echt, Christian Keller ist der Totengräber des 1. FC Köln. Das ist sein Werk und das Werk des Vorstands, der einfach nicht reagieren will. Ich weiß auch nicht, ob dieser Vorstand verbrannte Erde hinterlassen will. Aber von denen kann es keiner gut mit dem FC meinen. Außer vielleicht Gerhard Struber, der aber einfach nur bedingt kompetent ist. Ich will nicht sagen komplett inkompetent, aber bedingt kompetent. Das ist ein weiterer Trainer, der sich hier versucht und dessen Erfolg ich in Frage stelle. Ich sage auch ganz klar, ob wir jetzt aufsteigen oder nicht. Wir brauchen einen neuen Trainer. Weil so kann es nicht weitergehen. Das ist kein Fußball für die Zukunft. Das ist kein Konzept für die Zukunft. Wir brauchen einen radikalen Umbruch im Sommer, egal was passiert, ob wir aufsteigen oder nicht. Ja, und mit Nürnberg haben wir bald einen Gegner vor der Nase, der eigentlich eine ganz ordentliche Rückrunde spielt. Hat sich langsam eingependelt mit Miroslav Klose. Ja, Halleluja. Halleluja. Die werden alles geben am Freitag. Ob unsere Spieler das machen, wage ich mittlerweile zu bezweifeln. Ich denke mal, falls wir doch aufsteigen, wird es nur eine Erleichterung sein. Jubelstürme, schwer einzuschätzen, ob da die Emotionen entsprechend aus mir ausbrechen. Vielleicht ja, vielleicht nein, kann sein, kann vielleicht nicht sein. Aber ich spreche nicht mit diesem Verein, aber ich spreche mit allen handelnden Organen an dieser Stelle. Die sollen sich alle verpissen. Die haben hier nichts mehr verloren. Wirklich. Alle, kollektiv. Kollektiv, selbst die gut sind. Selbst die gut sind. Die kannst du, keine Ahnung, ey. Komm. Ich werde langsam polemisch. Bin ich auch generell. Nach solchen Spielen. Mir bleibt nichts weiteres zu sagen, dass das mal wieder ein ziemlicher Schlag in die Fresse war. Mal wieder sind wir die Lachnummer der Liga. Ich denke mal, sämtliche Fans in Mönchengladbach, in Pillendorf, gegebenenfalls auch in Düsseldorf, denken sich, yeah, Keller. Das ist der beste Geschäftsführer aller Zeiten. Der soll bloß bleiben beim FC. Das können nur solche Leute glauben, die den FC halt nicht mögen. Naja. Gut, das war's dann erstmal für diese Woche. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen. Und dann würde ich an der Stelle sagen, auf Wiedersehen. Denn wir uns noch wiedersehen. Unser kosmischer Held, der gute Kosmos, das Beste der Welt. Trikots total, zusammen ist sie alt.